So, die Anfangsnervosität müsste verflogen sein. Heute geht's auf ins zweite Gruppenspiel. Beide Mannschaften haben also schon jeweils eine Partie absolviert und für beide Trainer geht es natürlich darum, die Ausgangsposition dieser Teams vor der Partie zu verbessern. Ja, es ist ja so, dass im ersten Spiel dieser wichtigen Gruppenphase man noch nicht so richtig wusste, wo stehen wir wirklich, taktisch, spielerisch. Diese Phase ist jetzt überwunden und heute wollen beide gewinnen und das macht ja den Reiz aus. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Er zieht sie hinein. Weltklasse vom Schlussmann. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Oh, klasse, mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Ja, klasse Faustabwehr bei diesem Eckball. Das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. So, jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, so gibt es überhaupt kein Durchkommen für den gegnerischen Angreifer. Und jetzt geht er vorbei, jetzt ist er da. Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Das sah klasse aus, wie sie da das Spielfeld blitzschnell überbrückt haben und einen Treffer erzielen. Das nenne ich Einlauf. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Das wird gefährlich. Ja, so beherrscht man Ball und Gegner. Das ist ja unglaublich, wie der die ab... Und jetzt muss er schießen. Achtung, jetzt brennt's. Oh, das ist noch heiß, das ist noch heiß. Klasse Zuspiel. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Kremlin. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch. Mit den Fingerspitzen war er noch dran, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Der Ball ist im Aus, das gibt Eckball. Ja, den will anscheinend niemand anders, dann will ich ihn halt.
dabei gedacht. Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Oh, da hat er richtig was abbekommen bei diesem Zweikampf und die Konsequenz natürlich gelb. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Ja, das hier überhaupt kein Problem für den Schuss war. Sehr enge Partie hier, ausgeglichen und deswegen ist natürlich hier die Spannung im Stadion fast greifbar. Also das kann er viel besser, jeden Tag im Training macht er das, aber der Ball war nun ganz schwach. Gut nach vorne geköpft. Ja, der kann's einfach. Der kann's, was diese langen Bälle angeht. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? So, jetzt muss er ganz vorsichtig sein. Einen Gang runterschalten nach der Verwarnung. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hoch konzentriert. Und zu Recht unterbricht der Schiedsrichter die Begegnung hier mit dem Freistoßpfiff. Da sieht er die Lücke. Ein anderer Torhüter hätte den Ball vielleicht nur abtropfen lassen. Er nicht. Tolle Parade. Der Halbzeitstand hier 1:0. Also wenn Sie Ihre Führung halten wollen, müssen Sie sich in der zweiten Halbzeit doch deutlich steigern und versuchen, den Ball etwas länger in den eigenen Reihen zu halten. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Und die zweite Halbzeit läuft. Und das sieht so leicht aus. So, jetzt wird's gefährlich. Oh, den hat er gehalten. Und wie? Da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Gut gehalten vom Torhüter und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es, da auf Nummer sicher zu gehen und den Ball erstmal rauszuschlagen. Und das müsste jetzt den Treffer geben. Tor! Das war so wichtig. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob der Trainer reagiert. Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen, denn der hat ja schon 2 Tore erzielt. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Flach in den 16er. Das gibt Elfmeter. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann hat sich der Spieler in dieser Situation auch noch verletzt. Ja, solche Situationen muss man natürlich vermeiden. Elfmeter, das hat natürlich jetzt in dieser Situation... Tor! Ganz souverän, flach und platziert. Keine Chance für den Torhüter. Schöner Pass, das macht Spaß. Gehalten, aber der Ball ist noch im Spiel. Oh, das sieht aber ganz vielversprechend aus, diese Situation jetzt. Los, schieß, Junge!
Ja, und das ist doch die Erlösung für die Zuschauer hier, dass jetzt dieses Tor gefallen ist. Unglaublich. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Miserable Leistung des Torhüters, ohne Wenn und Aber. Und der Trainer sollte ihn jetzt eigentlich auswechseln. Weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Er hat den Ball erstmal per Kopf aus der Gefahrenzone befördert. Ja, schöner langer Ball. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Und das passt und der ist drin und die Fans sind da und feiern. Oh, das ist unglaublich, diese Technik, ein klasse Tor. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. Also der Ball schreit, Riesenmöglichkeit. Der passt perfekt. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine auswechseln. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. Ich verstehe ja, dass sich jeder harte Zweikampf eine gelbe Karte nach sich zieht, aber hier wäre sie mit Sicherheit angebracht gewesen. Oh, da hat sein Gegenspieler aber geschlafen. Gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen, noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, warum denn nicht? Ja, und der ist drin und jetzt sind die Fans nicht mehr zu halten. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. So, und jetzt haben die mal so richtig Spaß da unten auf dem Feld. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. An die Latte. Keine Zeit verschwendet. Ja, und am Jubel der Fans kann man erkennen, wie wichtig dieses Tor ist. Da bin ich überhaupt noch zu verstehen. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. So, und jetzt sind sie der Herr hier raus. Ganz klar. Sie haben richtig Spaß. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. So, der Schiedsrichter pfeift ab. Eine ganz, ganz bittere Niederlage.